Hallihallo, ich bin's, euer Blasteringenieur. Na guckt, heute müsst ihr ganz genau hingucken. Weil das sind Blaster, die seht ihr fast kaum. So durchsichtig sind ja, das seht fast kaum meine Hand dahinter. Also, ja, ich mein, das was halt rausguckt, aber ja. Der Witz ist, weil die Blaster transparent sind, seht ihr sie nicht. Das war jetzt blöd, den Witz zu erklären. Aber heute machen wir Übersicht über transparente Bleistahlers. Ich meine, die Maverick, die kennt ihr ja schon, die habe ich neulich eine Übersicht. Ja, aber transparente Jolt. Oder das ist, ja gut, eine milchige Jolt. Und Schuss. Und er kommt wieder zurück. Und Schuss. Weg ist er. Ich habe nirgendwo mehr Schuss. Noch mehr Schuss. Die Jolt. Zack. Und aber transparente Evader. Das ist nicht die modifizierte. Ich habe da eine noch modifiziert mit einem anderen Schwungrädelskäfig. Die hätte ich vorab stauben sollen. Ich sag's euch. Das ist vielleicht der Krampf, die zu modifizieren. Guckt euch das Video an. Wo leuchtet das überhaupt? Ach, das leuchtet. Es ist rotes Licht. Was macht es? Es leuchtet rot. Es leuchtet rot. Da guckt euch das an. Es leuchtet rot. Ah ja. Gut, da ist jetzt keine Batterie drin. Deswegen passiert da nichts, wenn man da drauf drückt. Ja, der Worker-Schulterstütze. Und weil ich das Magazin für die Evader haben wollte, habe ich auch so. Was ist das? Ein Räder. Das ist noch mehr so umdrehtes Dingele da. So Rährle. Das geht dann nach hinten. Und da könnte man dann. Und die Schulterstütze sieht schon cool aus. Da könnte man da ein Federle rein. Doch da weiters. Da noch Federle reinbauen. Dass das also das Teil da noch setzen. Und da Federn rein. Und dann hätte es mehr Leistung. Habe ich gehört. Das könnte man auch mal machen. Ich habe dasselbe auch noch in Blau. Dann können wir das mit der machen. Und ja. Glauben wir mal die Evader wieder, das Trommelmagazin. Deswegen habe ich mir die Raider hauptsächlich gekauft. Weil da halt original das Trommelmagazin dazu gehört. Warum auch immer beim Trommelmagazin dazu gehört. Und bei der Evader war, glaube ich, so 12 Schuss Magazin dabei. Das ist jetzt beim anderen Blaster. Der kommt auch noch. Und wir haben auch noch ein paar Worker Blasters. Ich kann euch da mal ein bisschen. Ja. Kommt schlecht dran. Da schießen wir zum Schluss noch. Das wird eine wilde Geschichte. Das werden wir mal keine. So. Ja, jetzt gleich. Das sollte eigentlich Slamfire haben. Jetzt. Oh. Jetzt ist leer. Okay. Jetzt ist er auch abgestaubt. Oh gut. Jetzt ist das Slamfire funktioniert wohl nicht so gescheit. Ah komm. Können wir das Magazin nicht raus, da ohne das zurück zu da. Ach so, ja gut, das ist kein Schwungrädlersblaster. Oh, wie wenn ich das erste Mal mache. Ich sag's euch. Das ist manchmal am Ende der Woche ist man halt wie ein Depp. Also für euch ist es nicht Ende der Woche, ist das Video irgendwann mal hochladen, aber für mich ist heute Ende der Woche und manchmal hat man da anstrengende Leute, die einen den Nerv rauben. Ja, jetzt. Da wird man ein bisschen dumm im Kopf. Wie ist das? Wie ist das? Der Gegenspieler vom Ingenieur ist der BWL-Lehrer. So in etwa. Professor hat mal gesagt, da gibt es die Guten, das sind die Ingenieure und da gibt es die BWLer. Und eigentlich wollten wir über klare Blasters reden. Ja. Bisschen schießen. Ah. Das muss jetzt einfach sein. Einen haben wir noch. Das ist keine so besonders informative Übersicht. Also, das ist eher für den Unterhaltungswert. Weil,
transparente Blasters angucke und die nicht technisch zu vergleichen. Das ist jetzt nicht unbedingt eines Ingenieurs würdig, aber wir haben da auch noch einen anderen Blaster, der ich glaube. Ich finde den geil. Ich bin irgendwie, lass dem Hobby, du, wie heißt der Coop, was weiß ich, irgendeine Zahl. Und der hat mir beigebracht, die blaue ist ein ziemlich grottiger Blaster, aber schaut euch das an. Also, ich weiß es auch nicht, was der hat. Wahrscheinlich zum Schießen ist ziemlich blöd, aber da kann man das Magazin oder so und dann hat man da ja, wahrscheinlich ein ziemlich lahmer Blaster, aber man muss ja nicht mehr arg viel können, wenn das Blaster schon cool, wenn es schon cool ist, braucht es nicht mehr gut sein. So in etwa. Das ist halt, Fall halt nah. So, dale. So, dale. So, dale. So, dale. Das ist nein. Irgendwas rasselt da. Ah, ich habe transparenter die Bläue. Ey, bis zum Ende des Tisches schießt. Und der Griff ist ziemlich noddelig und alles, aber. Leer ist. Wir haben extra Speicher für weitere extra Lagerplatz für weitere Pfeile. Wir können halt einfach. Nee. Da ist der Knopf. Da drauf drücken, Herr Ingenieur. Da drauf drücken. So, das können wir halt einfach machen. Das. Und dann. Zack. Ach, das fällt sogar von der Löwe um. Das ist da was schön. Wobei, das müssen wir nicht unbedingt machen. Das ist dann nur, wenn man. Ja, jetzt können wir dann die Access da. Und dann können wir dann reinfummeln. Aber das geht auch so. Dinge, Probleme, Sache. Und das Magazin gehört eigentlich so weiter. Ihr seht, der Blaster war vielleicht einmal klar transparent, jetzt ist er eher trübe. Aber gut, das macht die Zeit. Wir haben dann noch, jetzt habe ich euch an Weihnachten vorgestellt, das Blaster da mit Trommelmagazin und Zeugs und der ist jetzt auf Safe. Und dann können wir auf Piu Piu und dann haben wir da Granatwerfer, der ist auch klar. Ja, da können wir. Das Schade ist halt, dass man da die Granate nicht so, nein, da kann sondern einfach, dass die da vorne, zeige ich mal. Da, dann muss man die so rein. Das heißt, das Ding bringt jetzt, man kann die Pfeile einfach einzeln nachladen, muss nicht. Aber das ist cool. Ja, wenn man den richtigen Abzug trägt. Und das ist da noch, das da. Das ist der ganze Witz an der Geschichte. Oh, ich glaube, ich habe das Magazin auch nicht vollgeladen. Ja, den habe ich euch an Weihnachten letztes Jahr ausführlich gezeigt. Den habe ich auch nochmal anders. Nicht das Magazin raus. Den habe ich auch nochmal ohne Trommelmagazin, ohne das, ohne Granatwerfer-Ding. Das brauchen wir. Einen habe ich da, einen reicht, weil die sind sonst beide ziemlich identisch. Dann haben wir noch mein Riken CS6 oder einer von den Riken CS6, die ich habe. Jetzt habe ich verstanden. Der Herr Ingenieur ist heute ein bisschen durch den Wind. Das kommt vor. Aber nichtsdestotrotz will ich da noch euch unterhalten und da hochqualitativ, hochwertigen Content produzieren. Da so auf diesen neumodischen Gruß da. Da können wir da. Wieso?
Granatwurf und dann kann man das da verstellen. Ich mag die Riken einfach. Also das, ich glaube es auch. War die Riken nicht einer meiner ersten Nerf Blaster mit Magazin war? Nee. Aber Riken fand ich irgendwie cool. Es war vielleicht... Nee, auch nicht. Überleg gerade noch. Nee, aber der Riken war irgendwann mal einfach so. Ja. So. Auch ein bisschen geschossen. Dann haben wir noch. Das Ding ist da. Das habe ich mir auch ziemlich sehr gekauft. Das war, glaube ich, mein erster Schwungrädler-Blaster. Habe ein Video gemacht zu meinen ersten Blasters. Das ist vollautomatisch. Und das war's. Hopp. So, dale. So. Jetzt ist leer. Der hört sich so aggressiv an. Nein, ist sehr verdrahtet. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre das ein schwarzer und ein grauer Draht oder, ja gut, schwarz und schwarz kann man nicht machen, weil das für Produktion auch nicht so sinnvoll. Aber gut, hätte ich es gemacht, wäre es schwarz und schwarz, weil wer braucht schon zwei Farben? Das ist völlig überbewertet. Das ist, ja, den lege ich mal da unten zur Seite. Und dann haben wir noch, weil der Kanal jetzt schon über 2 Jahre alt ist, meine dritte Prophezie. Wisst ihr, mit Prophezie hat alles angefangen. Das war die blaue Prophezie, war aber das erste Video auf dem Kanal. Und so bin ich dann zu dem Hobby gekommen. Oder außer die YouTube-Videos. Und das ist die dritte. Müssen wir irgendwann ein bisschen tunen. Aber geht schon recht gut. Die ist komplett rot. Und ich habe also auch rote Pfeile dazu. Schaut euch das an. Das ist doch schön. Das gleich gescheit aussieht. Ja, da auch aufmachen. Das sieht man, wenn der Pfeil eingeladen wird. Dass ihr das auch seht. So, dale. So, es ist wieder leer. Das packen wir wieder zur Seite. Und dann haben wir noch das andere Workergerät da. Das müssen wir irgendwann noch vollautomatisch machen. Aber da wäre ich auch angestrengt, dass es nicht so orange Zeugs und sonst was innen drin ist, sondern viel aus dem 3D-Drucker und das dann, ja, nicht ganz transparent, aber nahezu. Und die geht ordentlich. Ja, vorne Laufverlängerung und Zeugs. Okay, da ist hinten so eine Matte, die macht dann noch mehr. Die soll eigentlich die Wand schützen, macht aber mehr Krach. Jetzt ist leer. Das ist ein Blaster, ich sag's euch. Macht halt einen Haufen Krach. Aber ja, jetzt habt ihr einen Haufen transparent. Legen wir das oben drauf. Und einen haben wir noch. Zu guter Letzt wieder Gold. Ja, das Blasterle hat ein bisschen mehr Wumms. Jo, dann haben wir das. Da haben wir so die Übersicht über die transparente Blasterlers. Legen wir den noch oben drauf. Dann haben wir eine Bergtransparenz. Ui. Und ein kaputter Pfeil. Das. Die Worker Dominator ist das. Die reißt die Pfeil wohl auch hier. Ja gut, den mit Trommelmagazin müssten wir jetzt auch noch oben drauflegen, oder wird es zu wild? Jetzt wollte einfach mal da so eine Übersicht über meine transparente Blaster-Zeuge. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Nerf nicht besonders schießen. Und die da haben
habe ich auch im Aufbauvideo, da habe ich auch schon Schusstest gemacht. Ich habe Anfang des Jahres mal Vergleich mit verschiedenen Blasters gemacht. Bei der Prophecy habe ich ein separates Video gemacht. Da muss ich mal gucken, dass ich die euch alle unter verlinke. Dann könnt ihr die auch noch angucken. Wenn ihr da auch schon dabei seid, lasst ein Abo da, unterstützt meinen Kanal. Da kann man noch mehr so Blödsinn machen. Dann können wir mehr Zeugs machen. Das wird schon, haben wir es dann. Wenn wir da, dass wir da alles an Ideen und Zeugs haben und was ich alles schon gemacht habe. Ich meine, da ne? Dominator aufgebaut, Evader getuned. Das haben wir jetzt nicht da, aber das sieht ähnlich aus. Dann diverse Prophecies baut und Zeugs und eigene Blaster und was weiß ich. Also, das, sag's euch, der Kanal, das lohnt sich. Genug Werbung. Das Abo nicht da, ihr versteht das Spiel. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blaster. Euer Blaster-Ingenieur.